Scheiß Inventur. Jedes Jahr derselbe Scheiß. Schuhschachteln zählen, nach und nach. Ist eh unnötig. Wenn es zu viel oder zu wenig Schachteln sind, frisiert der Einkaufsleiter sowieso die Bestandslisten. Dass der EDV-Stand mit dem Lagerstand übereinstimmt. Sprich, dass alles total legal ist. Zwecks Wirtschaftsprüfung. Ob in die Schuhschachteln Schuhe drinnen sind. Ja oder nein, scheißegal. Hauptsache die Kartonstückanzahl passt, die muss stimmen. Ja, mein Arsch, die Zollerei, geht schon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, geh scheißen. Warte mal. Wie viel sind das jetzt da? Na, mal zurück, da sind ja auch noch welche. Da hinten ist ja auch noch was, oder? Geh. Ach Gott. Was für ein Arschlochhaken. Herr Bakovic, ein paar halbhohe Stöckelschuhe, Farbe mattschwarz, Schuhgröße 37, bitte liefern in das Verkaufslokal, dringend. Wäre das schlecht? Ist die Verkaufssusi deppert? Ich mach grad Inventur, das ist urwichtig. Und jetzt grad braucht's Bock für eine Kundendussi, das wahrscheinlich eh nur anprobiert. Und dann sagt, nein, die sind mir zu klein oder zu eng, außerdem gefällt mir das Modell nicht. Und sie dann schlecht. Und ich kann die scheiß Bock vom Verkaufslokal wieder ins Lager zahlen. Na, was soll das? Unnötig! Ja, aber ich krieg mich viel zu gar nicht. Ja, mein Job, dass ich die Papiere bringe ins Verkaufslokal. Ich will die Scheißlisten oder die Scheiß-Punktlisten. Kugelschreiber. Warte, was hast du gesagt? Die Susi, warte mal, ja. Warte. Halbhoge Steckelbock. Mattschwarz sein und Schuhgröße 39. Nein. 37 hat's gesagt. Wo sind die schnell? Ist ja nichts angeschrieben auf die Schachteln. Der Schuhlieferant gehört da schon. Da treten die Grätzen. Nirgends steht auch ein Schuhgräß drauf. Also da, da ist nichts drin. Da ist einer. Überall wow, was gibt's ja nicht. Jetzt holt man der Scheiß da oben auch noch. Verdammt, das muss alles geschrieben. Habe ich das geschrieben? Normalerweise ist alles in Ordnung. Griffbereit habe ich normalerweise alles. Wahnsinn, was ich halt. Herr Bakovic, dringend, halbhohe Stöckelschuhe, Farbe mattschwarz, Schuhgröße 37, Kunde, wartet, prompt liefern. Ich will doch am Arsch, du blöde Sau. Wie soll ich in den Schuhschachtelhaufen binnen Zehntelsekunden halbhohe Pixelbock finden? Wenn ich das kann, tritt ich in Las Vegas auf. Und die Supermagier tut, hey, den Bell. Ja, so ist's. Verschissen einmal. Wo sind die verdammten Weiber? Hier! Halbhohe Steckel sollen's haben. Arschlochschwarz wenn's sei. Putgröße 37. Ich wär narrisch, ich kann's nicht finden. Die verhurten Schuhe. Ich trag durch. Ich werd zum Rumpelstilz gehen, verdammt. Nirgends wie die scheiß Heiselbock. Ich hau jetzt alle Schachteln, mir ist die Inventur wurscht. Es geht alle wieder an. Da hab ich einen Vollkarton. Schau mal gleich rein. Vielleicht sind sie's. Bingo! Halbhohe Steckelbock. Halbhohe Steckelbock. Mattschwarz. Schau mal gleich die Größe. Und Größe 37. Ich bin Aas. Was heißt Aas? Der Schuhgenie. Und gleich trage ich es Viere. Die Dussi-Mokassins ins Verkaufslokal. Herr Bakovic, keine Anlieferung der halbhohen Stöckelschuhe, Farbe mattschwarz, Schuhgröße 37, Kunde ist gegangen. Na dann soll scheißen gehen, der glierwache Trampe. Hä,
hätte hochhackige Hühnerstiefeln bestellt, hätte ich sofort bei der Hand gehabt. Aber leider, unser super brüdes Schuhgeschäft hat keine Hühnerstiefeln oder Hühnerbock. Wie auch immer. Wir haben leider nur Altweiberbock. Und das bin ich total auspumpt, ja. Jetzt habe ich mir einen Schluckerl verdient. Und hinter der Ecke ist mein Flaschel Bier, dass ich wieder meine Nerven beruhige. Köstlich. Ein Mann sollte immer Ruhe bewahren. Und ich habe einmal gesagt, der Mundharmonik, also der Charles Bronson, zum Bösewicht Henry Fonda im dem Western, Edelwestern spielen das Lied von dort. Und das muss ich auch, Scheiß, das Bier kommt auf. Hurra, jetzt geht das auch, das Bier wie geht mir über. Ich kann nicht gescheit Bier saufen. Ja, weil ich bin meistens ein Kriegeltrinker. Ne? Also, noch einen schönen Tag, grüß euch. Die Schuhe sind urschön. Hoffentlich passt